Mit dieser wunderbaren musikalischen Unterstützung vom Duo Nova heiße ich euch ganz herzlich willkommen auf dieser akademischen Sitzung 2025. Direkt gesehen, mir ging die ganze Abend, die war von diesem Duo begleitet, den 2014 zu Mariupol an der Ukraine gegründet wurde und seit 2022 sich heute in Lützeburg etabliert wird. Un petit mot en français. Pour toute personne nécessitant une traduction instantanée, n'hésitez pas à vous rendre vers nos deux traducteurs qui sont au fond de la salle pour avoir un petit équipement pour avoir la traduction en français. En demandant begrüßen ich live Invitien, liebe Bürgermeister, lieben Ehre Bürgermeister, Schaffen a Gemeinderat, Kommissionsmembern und Intervenanten. Wir wissen alle gut, dass Lützeburg nicht das Land wird, das wir so gerne haben, ohne die große kulturelle Diversität, die es mit sich bringt. Am Nationalen Feiertag ist immer nächst der Beweis davon, wie wohl sich das multikulturelle Gesellschaft bei uns fühlt, und wie stolz wir alle gut sind, als durch Lützeburg geeinigt zu fühlen. Und damit übergebe ich das Wort als dem Bürgermeister, dem Herrn Paul Weimarskirch, für die offizielle Rede zum Nationalen Feiertag. Anschließend geht es dann ein musikalisches Interlude von Nova. Ja, die Damen und Herren, merci für das Wort. Ich weiß, da ging gleich da lieber Musik lauschen, ich gebe da doch lieber machen. Ich werde auch nicht versichern, meine Rede hier auf zu singen, weil das kann eine ganz Katastrophe geben, weil es gibt immer Leute, die überhaupt nicht können singen. Aber gut, das steht an einem anderen Stern. Wir sind heute zusammengekommen bei Dach relativ heißen und warmen Temperaturen, bei einem flotten, sonnigen Abend für unseren Nationalfeiertag zu feiern. Das Rendezvous zu Ehren von unserem Grand Duc Henri und seiner Familie, das darüber hinaus aber auch den Treffpunkt von allen Leuten, die Lützeburg hier daheim nennen. Und das ist eine Gesellschaft von der Diversität aus unterschiedlichen Kulturen, mit einer Unzahl von Traditionen, Sprachen, Religionen und Visionen, die, wie gesagt ist, als das Leben sicherlich bereichern. Ein kurzer Blick auf die Frage, für was der Nationalfeiertag dann auf den 23. Juni fällt. Und ich erlaube mir hier aus einem Schriftstück von Jérôme Courtois zu zitieren. In der Grande Duchesse Charlotte gouf den 23. Dezember 1961 über den Arrêté Grand Ducal der Großherzogin Geburtstag op den heutigen Datum den 23. Juni gelöscht. Grund dafür war unter anderem die schlecht klimatische Jahreszeit am Januar Geburtstag eben von der Grande Duchesse. Als ein heutigen geläufischen Begriff vom Nationalfeiertag hat sich eigentlich recht unter dem Grand Duc Jean angebürgert und noch klar verankert. Neben dem Begriff für Königstag, aus das genannt ging, oder Großherzogin Geburtstag, gouf nämlich am Arrêté just vom, ich zitiere eng weiterkeier, der jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand Duc geschwert. Den 23. Juni, ob schon sehen, ab diesem Zeitpunkt kein direkter Bezug mehr auf den Geburtstag von unserem Staatschef hat, sollte auch von den Amtsnachfolger von der Grande Duchesse Charlotte, nämlich dem Grand Duc Jean und eben auch dem Grand Duc Henri beibehalten gehen. So feiern wir eben bei wirklich richtig sommerlichen Temperaturen den Nationalfeiertag. Der Nationalfeiertag, eine flotte Tradition, ein Volksfest eigentlich, und das bleibt auch den Ausdruck von unserer Eigenständigkeit und unserer Identität. Und das ist auch ein Symbol vom Consentement, vom Merci, von einer Anerkennung und vom Respekt par rapport zum Grand Duc und der großherzoglichen Familie. Das von allem aber auch ein Zeichen von Frieden und Freiheit, von Partnerschaft und Solidarität, von Respekt, verstehst du mich, und noch von der Toleranz. Ja, eigentlich vom sozialen Fortschritt und vom Wohlstand. Wohlwissend allerdings auch, dass sich am Laufe der Jahre vieles verändert hat, an der Welt insgesamt, an Europa sicherlich auch, heute zu Lützeburg und eben noch an unserer Gemeinde, die übrigens das nächste Jahr den 150. Anniversaire wird feiern. Ich puste wieder concernant die neuen Herausforderungen und Veränderungen, respektive Bouleversementer für Politik und Gesellschaft, für Sozial- und noch für Wirtschaftsfragen und für alle Einzelnen. Da sind an erster Platz die gesellschaftlichen Entwicklungen, die ökonomischen Situationen, die ganz anders sind wie vor Jahren. Und die brauchen neue Solutionen, andere Solutionen.
die verändert Aufforderungen und Erzählungen und Bildung. Und da alles an einer Zeit, wo die schleichende Digitalisierung immer mehr Lebensbereiche durchdringt, operiert. Besonders Sorge machen mir persönlich Zuholen von der künstlicher Intelligenz. Nicht, dass ich so fliehen, schon noch keine Rede über KI schreiben gelassen. Manipulation auch durch Fake News an Gewurstem von digitalen Räumen, wo Geheimchats sich organisieren, für auch kriminelle Zwecke, die dann eben noch nutzen. Das ist alles feiert zu einer Welt, wo Transparenz verloren geht und Verantwortung verschwindet. Alles schenkt vernetzt, aber nicht immer am guten Sinn. Eine große Herausforderungen stellen sich außerdem an ohne Zweifel auch im globalen Plan. Ökologische Katastrophen, Hungersnot, der Klimawandel, schwierige Momente von Pandemien und den Umgang mit diesen neuen Realitäten. Dabei kennt eine politische Situation und rezente Entwicklungen, die uns nicht egal dürfen sein. Schrecklichen Terror durch die Welt, der radikale Rechts- und Linksextremismus, Kriege durch die Welt, auch führen unser Haustier an eine Terrorisierung durch moderne Waffen wie Drohnen. Die Damen und Herren, das mir haut leider auch immer mehr gesehen, dass das eine Politik von der Arroganz, oft ohne moralische Fundament, getroffen von Egozentriker mit kapitalistischer Approche. Eine Politik, die auch noch vom Autoritarismus gedroht wird. Nein, liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, wir brauchen keine mittelalterlichen Ideen und Reaktionen à la Trump, die man aus der Hüfte ganz sicher immer einen Schnellschuss möchte. Was wir brauchen, das ist eine Politik, die über den Tellerrand rausguckt. Eine Politik vom Zusammenstehen und vom Modernen, gedroht noch von der Modestie, von der Offenheit, von der Kredibilität und noch der Ehrlichkeit. Am Kleinen und noch am Großen. Heute zu Schöffling, zu Lützelburg an Europa und Röstadtfeld. Das Punkten an Tatsachen stelle jeder Einzelnen immer nächst für neue Herausforderungen, denen sich kein kann entziehen. Ja, mal nicht entziehen darf. Weil für das als Kommunität funktioniert, hat für den anderen Responsabilität zu überholen. Und das natürlich am Kader für seine Möglichkeiten, für seine Talente und auch Kompetenzen. Es heißt wirklich bleiben, an Fundament von der Demokratie nicht aufs Spiel zu setzen, an die Evolution von der Demokratie nicht dem Zufall zu überlassen. Auch das ist eine Message, die im Nationalfeiertag gesagt wird. Auf der anderen Seite ist gewusst, und wir erleben es ja Tag für Tag, dass ohne Zweifel de Vivre ensemble, de Modernen Einskin, de gemeinsame Willen als Demokratie zu gestalten, mit Leben zu füllen, und immer nicht Brücken zu schlagen, das Fundament von unserer offener, toleranter und friedlicher Gesellschaft durchstellen. Ja, die Damen und Herren, es geht um Demokratie, es geht um Menschenrechte und es geht um Dignität, um Rechtsstaatlichkeit und um Grundfreiheiten und nicht um Demütigung, Humiliation oder impitoyable Unterdrückung wird auf viele Plätze an der Welt, die sich als Demokratie bezeichnen, an den letzten Monaten herausgestellt wird. Weil für eine Politik oder für zu enger Politik von Frieden, von Solidarität, von Nachhaltigkeit, auch vom Vivre Ensemble gibt es keine Alternative. Das Werte bilden die Grundlage von all Demokratie. Und sie sind die Basis, die ermöglichen, dass Arbeit und soziale Rechte ausgebaut und protegiert gehen. Dat kann er jugendlich eng gut Ausbildung an Erziehung können genießen, dat der Schutz von der Natur an der Umwelt eng zentral Priorität bleibt, an dat das Zusammenleben op stabilen a gesunden Pilien abgebaut ist. Dat alles ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. An vieles am Zusammenleben muss immer nicht neu gesät, vielleicht auch gepflanzt gehen, und dann ist neu gehecht und gepflegt gehen. Ja, auch wenn ich mich wiederholen, dat alles als keine Selbstverständlichkeit. An den letzten Jahren, Monaten und Wochen, haben wir erlebt, wie fragil alles kann sein. Ich gehe nicht auf all die Kriege und Terrorakten an. Und unter anderem aber die schreckliche Krieg, den die Ukraine muss drohen. Die unmenschlichen Situationen, die sich am Nahen Osten, am Gaza auszeichnen. Am Jemen, am Sudan, am Kolumbien, leider auf zu vielen anderen Plätzen durch das Land. Es gibt Länder, nicht weit weg von uns, weil man Flieger also ganz sehr da, und unter anderem Russland und Nordkorea, wo allein die Forderung nach Frieden oder die Forderung für Frieden eine gefährliche Tournur hält,
weil sie gëtt mat Prisung mat Tod gestroft. Feierlichkeiten an der Rendevous rund um den Nationalfeiertag sie vun do hier eng Necessitéit. Ja, et as se Feiertag wat eng spezielle Kasche, wo iwwer Zukunft Dir reflekteiert gin, vom Land von Europa, wo han auf Rot deft gin, iwwer Entwicklungen die sech machen, wo natürlich a auch mat Fred gefeiert an ze Summe gepotert Dief gin an normale Pat gedrunk Dief gin. Das eigentlicher Gott sei Dank gene des Erstellung a Lebensphilosophie, die Eisland auszeschend hier ausmischt. Santa Jore Wunden schaffen erleben an alle Neckar vom Land, an alle Quartier von eiser Gemeng, Lützebäuer an net Lützebäuer zu summen. An diesem Land über 100 verschiedene Nationalitäten mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Und noch als Demandeur und Beneficiaire der Protection internationale sind und bleiben bei uns les bienvenus. Ja, wir sind eine Nation, die am Frieden leben will und auch am Frieden lebt. Und dafür sind wir immer nicht aufgerufen, das gemeinsam zu sichern und zu definieren. Nationalen und eben auch kommunalen Niveau. Und das geschieht an unserer Gemeinde auf viele Plätzen. Weil das vieles, was uns bei Ihnen bringt, was uns Verbünder stärkt. Du hast das aktiv Vereinsleben, wo dir als Responsable von der Vereine Responsabilität tun. Ob da am Bereich von der Freizeit, vom Sport oder von der Kultur ist. Du sind die gesunden Operschaften, die sich aufbauen. Und auch noch die vielen kleinen Festivitäten, die regelmäßig an unserer Wirtschaft organisiert gehen. Ich bin froh, an einem Land, an einer Gemeinde zu leben, wo ohne Xenophobie, ohne Rassismus an Nationalitätenstreit, ohne Fremdenhass, ohne Sisonie, Lützebäuer und nicht Lützebäuer über Jahre das gemeinsam aufgebaut haben und zusammen leben. Und es ist auch freilich zu wissen, dass für die große Majorität das interkulturell Zusammenleben von einer großer Importanz ist, mit einer Valeur für die soziale Kohäsion von unserer Communität, für den ökonomischen Development von unserem Land, für den kulturellen Échange. Alles eng Plus-Value für das Land und auch für den Einzelnen. Und da haben wir Mengenes immer ein beispielhaftes Land für all die anderen Länder an der Europäischen Union. Wenn die Mitbürger von verschiedenen Nationen und Nationalitäten, Kulturen und Religionen zusammen feiern, dann ist das ein gutes Zeichen. Ein Zeichen von Respekt, von gegenseitigem Respekt und Anerkennung, und verstehst du mich. Und genau das brauchen wir, ich will mich da nicht wiederholen. Eine Kommunität, die man den eins geht, eine Kommunität von Solidarität und von Brückenbauer. Gerade an diesen Zeiten mit Kriegen und Terror aus der Welt, mit Naturkatastrophen, die uns nicht egal sind, mit Leuten, die das Land verlassen müssen, auf der Flucht sind, an Asyl und Sicherheit sichern. Eine faire, solidarische Gesellschaft lässt kein links leihen. Nein, eine faire Gesellschaft hält jeder mit auf den Weg. Das geschieht allerdings auch nicht vom selben. Da haben wir immer nächst Pflicht, mit Determination darum zu schaffen. Wir aus der Politik, Sozialpartner, und jeder Einzelnen, die gute Willes ist. Das ist Santa Joren als Philosophie heute zu Schöffling. Sind dafür froh, dass als nähere Bürgermeister Roller Schreiner, er war ja als Verlochen heute ganz Stück von der Geschichte mit geschrieben. Zu Summe stehen, haben wir den in eins gehen. Da das Leben an mit den lokalen Vereinen. Das sind die über 100 Delegierten an den kommunalen Kommissionen. Das sind als Gemengenservicer an als Arbeiter, die als Gemengeleben Rollen halten. Das ist Arbeit am Kunsthaus, das ist Arbeit vom Team Fairtrade Schöffling, das ist der SBL Schöffling hilft auch viel, viel anderer. Das sind allerdings auch die seelische Matbürger, die hunderte Kulisse schaffen, die man nicht oft gesehen, die ohne Gedesem, sondern ohne Obhirves rund um die Person am Interesse von Schöfflinger für Matbürger da sind, ihnen helfen oder auch sonst am Leben eng Flotsteib sinn. Et ass dat konviviat, wat eis zu Schöffling aussechen. An dat solle so bleiwen. Egal welche kulturellen und religiösen Background dominiert, egal welche Sprachen geschwert gin, egal wie hart an intensiv politisch Debatte gefordert gin, alles wat am gegenseitigen Respekt geschieht, alles wat geschieht, fir Ziele gemeinsam zu definieren, auch durch Partizipation citoyenne, die bei uns viele Fälle primäriert. Also bei einer guten Schiene, also im korrekten Weg. Probleme von der Zeit sind noch nie durch Polarisierung gelöst gehen. Chers concitoyens, en ces jours d'unité et de réflexion nationale, je voudrais m'adresser aussi à tous nos citoyens et à toutes les personnes qui viennent travailler au Luxembourg. Le Luxembourg est aussi votre pays. C'est aussi grâce à vous, grâce aux efforts communs de tous les citoyens de notre pays, que 2025 est une année marquée par une croissance soutenue. Vous contribuez à faire du Luxembourg un des leaders mondiaux
en ce qui concerne la qualité de vie, la sécurité et la prospérité. Maintenir ce niveau élevé est un défi permanent. Je suis confiant qu'ensemble, nous réussirons à relever ce défi, voire même à prospérer davantage. Continuons à créer ensemble un Luxembourg responsable et solidaire, paisible, justicieux et humaniste, mais aussi inclusif, dynamique, vibrant, énergétique et innovateur. L'identité luxembourgeoise est le reflet de l'ensemble de ses citoyens. Merci. So an der Musik dran hat schon bald vergis opstuun. Jedenfalls Merci Nova von der Schein an noch Merci Herr Burgermeister fir das Riet a Fi allem dofir als alle guten Bedeutung vum Nationalfeiertag ze erinnern. Alles dat der Hand stöcht sind immer so schein Deich den 22. 23. Juni feiere Male Guten an Heinz du vergessen aber auch wie wichtig die Deich Perspektiv Nationalfeiertag insgesamt aber für uns aus. Stecken dat sie wieder, die aber auch Madame Schöfflinger an DDG à l'Archivage dem Herr Daniel Jordao resonieren an dummerden Abitieren Stöch für den Geriert Europa. Herr Burgermeister, Herr Deputéierten, Leif Membre vom Schaffner Gemengerot, Leif Gast.
Dass mir ein groß Eier afred hat Fischeid zu sto, dann ich probier da an Evaluungen es Menge Gedanken zu einem Nationalfeierdach 40 geworden. Wie de Gemengekonseille an Historiker Jerome Courtois lächt Jahr sengeriert vom letzte Jahr erwähnt huet, feiere mir zu summen die sogenannten Großherzogsgeburtstag, wie Meester da doch wieder erwähnt huet. Zu Lützeburg als Nationalfeierdach ein Dach de gerne gefeiert gëtt. An Eisenoppeschlemmer Gedagsmol gegext, dass Lützeburg der dänzig Land ist, wo am Vierfeld gefeiert gëtt, für das es schon Nationalfeierdach selber dann erhole kann. Auch von den bei der Auswahl bis schmunzeln muss, ist das allerdings nicht ganz falsch. An all Land huet der Nationalfeierdach eng ege Bedeutung a gëtt ernstcht gefeiert. Los da ist dofir zu summen en Keier kurz drauf blicken, wéi eng Bedeutung Nationalfeierdach bei 3 Nobschlemmer huet. A Frankreich feieren sie 14 Juillet d'Werter vun ihrer Republik: Liberté, Egalité, Fraternité. Bei se Belschen Operen feieren sie 21. Juli den Dach wo den echte Belsche Kinnek, de Leopold II, nur der Unabhängigkeit vom Land den Eed aufgehen huet, die Konstitution vu sein Kinnekreich frei zu respektieren. An Deutschland gëtt am 3. Oktober den Tag der deutschen Einheit gefeiert, bei dem Bundesrepublik an DDR no 4 Jahrzehnten Trennung an een Deutschland vereinigt gouf. Dieser Platz geht wir auch nach gerne kurz ein Mannerschein-Thema ausschwätzen, an dat am Kader vun den 80 Jahren vom Ende vom Zweiten Weltkrieg. Wer mich kennt, der weiß, dass das ein Thema ist, das mir am Herz liegt. Vor ein paar Wochen haben wir die deutsche Kapitulation von 1945 gefeiert, und wir mussten uns heute glücklich schätzen, auf Frieden können als Nationalfeierdach zu feiern. Am Jahr 1939 hat Lützeburg 100 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. An dat Jahr war Nationalfeierdach sicherlich nicht so an der Kette von den Leuten wie heute, weil der Krieg leider 400 Jahre stand. Am Krieg waren Feierlichkeiten von unserem Nationalfeierdach von den Besatzer verboten gewesen. Als Schöfflinger Jungen, die zwangsrekrutiert waren, als deportiert an umgesiedelt Familien, an als Kämpfer, an den alliierten Armeeien und Sowjetinnen in dem Moment und an der Situation, wo sie waren, möglich war, und ihre Nationalfeierdach geduld. Nur der Befreiung, als 1945 für die erste Kehr auch nicht Grand Duchesse gefeiert ging, weil sie aus Sicherheitsgründen nach dem Exil war. Der kollektive Gedanke und als Mattbürger an uns zusammenhalten war damals aber schon da, weil es sind zum Beispiel auf dem Tag klein Bayers Fendelscher verkauft gehen zugunsten von der övre Grand Duchesse Charlotte. Kommen wir zurück auf Haut. Wie ja vielen anderen Länder fanden zu Lützeburg traditionell um Nationalfeierdach Staatsakt, ein Parat an der Gottesdienst auf Form von eng Dehnung statt. Weil wir uns ja um Vierfeld von weil wir als um 4 Uhr erholen müssen, vom 4 Uhr erholen müssen, können wir die ja gemütlich daheim im Fernsehen gucken. An diverse Länder gëtt Parat a Form vun enger martialischer Militärparat aufgehalten, fir den Operen a Feinden zu weisen, wéi stark die Nation sich verteidigen kann. Zu Lützeburg hält als Armee auch Deel und der Parat, mit die gëtt van der Stadt so Dirf an engem friedliche Geest aufgehalten, weil als Soldaten ginn fir ihr Abecht am Sinn vum Friede geeiert. Auch als Forcepublik, als Douane an als Rettungsdenkster ginn während der Parat geeiert. Den Tedeum an der Kathedral als een nationale Gottesdienst, mat vielen Ehregäste aus der ganzer Welt. An de Gemengen, wie an eiser Gemeng, gëtt een egene Gottesdienst fir die Lokalbevölkerung a fir d Vereiner aufgehalten. Staatsakt ginn traditionell an op eng ganz zeremoniell Manéier déi Leiit geéiert, déi bedeutend fir d Nationun sinn oder eps aussergewéinleches fir d Land geleest oder errechten. Beim Staat ginn am Vierfeld von Nationalfeierdach Medaille verdeelt, an op lokalem Niveau ginn an de Gemengen och Bierger oder Maderbeter geéiert, die am Dingst vun de Gemengen vun der egener Gemeng stellen. Zu Schëffling fand dat traditionell op dieser Scienceakademie statt. Vom wichtigsten Deel hunnech na gunn geschwert, und zwar vom Volksfest oder besser gesot vun de Volksfester. Die könnt ihr erinnern, dat sind die Fester, wie denen mir als Nationalfeierdach erholen müssen. An der Stadt als großen Nimmzug gëtt op all Eck gefeiert, an Owespéit gëtt der Präsenz vun der großherzoglicher Familie e Friedefeier aufgeschoss. Wéi a vielen andere Gemengen fën zu Schëffling och e Volksfest am Vierfeld vun Nationalfeierdach statt. An eiser Gemeng breit dat méger Usicht no och de richchte Numm. Es Gemeng huet Schëfflinger fest. Hunne Kortege dem all Vereiner an alles Matbierger invitéiert ginn rund den zu holen. Uschlesend feiere mir 2 Dech lang zu Schëffling zu summen als e Großherzogsgeburtstag. Schëfflinger fest
ass net nëmmen erlaubt man den Term en Dëppe fest, wie der gut Lëtzeburg sieht. Mit do kommen die verschiedensten Kulture vu Schöffling zu summen, für gemeinsam zu feieren, ohne irgendwelche nationalistische Gedanken, an et das Gelegenheit für Familien, Freunde, Noperen, Arbeitskollegen oder Vereinsvertreter zu summen zu kommen, a gemeinsam einen flotten Tag mit interessanten Échangen an einer flotter Zeit zu summen zu verbringen. Und da sind wir beim Vivre Ensemble. Egal wie wir sind, was wir schaffen, von wo wir kommen, ob unserem Nationalfeiertag gibt es die Möglichkeit, andere Kulturen, mit denen wir zu Schöffling zu Summe leben, mehr not zu kommen, an unseren Horizont zu erweitern. Ich selber sind zwar Lützebäuer, aber wie viele andere habe ich auch einen Migrationshintergrund. Und der Vivre Ensemble bedeutet für mich eine Bereicherung durch den Kontakt mit anderen Kulturen. Ich habe viel darum vom offiziellen Charakter von der Science Académique geschwärzt. Wenn wir so an den Raum rangucken, dann ist das halt viel mehr wie nur ein offizieller Akt. Wir sind hier am Vierfeld vom Lützeburgischen Nationalfeiertag zu Summe gekommen. Wir heute Abend sind wir als Schöfflinger Mattbürger zu Summe hier. Wir haben die verschiedensten Originen der Kulturen. Wir vertreten die diversen Vereine und Verwaltungen und kommen aus den verschiedensten Bereichen von der Gesellschaft. Mein Ziel ist aber gut nicht, die Unterschiede hervorzuheben. Mir echt darauf hinzuweisen, dass die Unterschiede als größte Gemeinsamkeit sind. Wir sind da, wenn es alle heute zu Schöffling am Stadthaus zu Summe kommen, für gemeinsam unseren Nationalfeiertag zu feiern. Das zu Summe leben ist eine Chance, aber bedeutet eine Bereicherung für uns alle. Den sogenannten Vivre Ensemble, ohne Diskrimination und ohne Vorurteile, als was wir selbst möchten. Wir feiern als Bürger, Noperen, Freunde und Familie zusammen den Nationalfeiertag an dem Land, wo wir leben, und an der Gemeinde, die wir als für zu leben herausgesicht haben. Die verstorbene französische Politikerin, Magistratin, Schriftstellerin, AKZ-Überlebende Simone Weil hat diese Message schon kurz vor ihrem Tod an einer Reportage vom kanadischen Fernsehen mitgeteilt, mit den Wörtern: Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Ich sage nicht merci für den Belauschtern.
meine, wir sind als eins, dass man halt viel mehr wie nur eine Band stehen haben. Ich meine, wir haben halt gefehlt ein Orchester stehen, wie viele verschiedene ja, musikalische Instrumente, die dabei hat. Das ist wunderschön. Jedenfalls, wir haben halt eine ukrainische Band. Mich selber, eine Moderatorin mit ausländischen Originen. Und in ihr sind ich mal ganz sicher, dass es auch viele verschiedene Originen hat. Kulturelle Diversität in Lützeburg mal praktisch eint. Und ich denke, dass viele Länder sich ein Stück von unserer Diversität und kulturellen Zusammenleben könnten aufschneiden. Mit hunderten verschiedenen Nationalitäten ist Schöffling immens repräsentativ von unserer Lützeburger Gesellschaft. Die große Frage, die sich als Lützeburger mit ausländischen Originen stellt, ist, kann die Lützeburger sein, ohne seine Origine müssen abzugehen, oder muss er sich für eine Kultur und ein Land entscheiden? Eng froh iwwer ze Summe liewen, diese Stelin Bläser an de Mohammed Koloman ganz bestimmt auch schon gestalt hun. Elin, ich überwissen dir tut. Vielen Dank für die Invitation, da muss ich auch sprechen. Ich kann pur ganz persönlich Gedanken eben am Kader von diesem Nationalen Feiertag teilen. Wie sind ich sind Elin. Mein Lebenslauf nicht ganz linear. Ich bin Architektin, an einem Architekturcenter an Haut sind ich Enseignante an der Education Artistique. Geboren sind ich aber zu Lützeburg. Also laut Pass sind ich Lützeburgerin. An Dach, meine Mama war Belgisch, mein Bubi war Italienerin und mein Papa war Österreicher. Sind ich also Lützeburgerin? Ja. Fühle ich mich so? Ja. Aber wo sind dann hier geboren sind, für das Titel zu suchen? Ich meine nicht. Weil für mich ist das viel mehr ein Gefühl, wie wirklich etwas so in der spezifisch geboren ist. Das ist eine Haltung, eine Entscheidung und eine Beziehung zu diesem Land und zu den Menschen, die hier leben. Und dazu komme ich noch ein bisschen später. Ich selber bin schon 13 Mal geplündert. Ich durch Land und darüber raus. Am Haut wohne ich zu Schöffling und da fühle ich mich auch ganz wohl. Für dich tue ich einfach eine Straßenwand, die sogenannten Feldstraße. Klingt banal. Aber es ist eine von den wichtigen Koloniestraßen, gebaut in einer Zeit, wo Wohnen nach Teil von einer ganz klaren sozialen Idee war. Für mich steht sie wirklich für ein Stück Patrimoine und ich bin immens stolz, dir für ein kleines Kapitel davon mitzuschreiben. Weil an meiner Straße, da wohnt Welt zusammen. Inder, Chinesen, Franzosen, Deutscher, Schweden, Afrikaner und auch die Rachspezies Lützburger. Leider lebt das einfach nicht immer freundlich auf. Das ist leider eine Realität. Wir haben zum Beispiel just das Haus gekriegt, weil wir Lützburger sind. Wo wir dahinter geplündert sind und auch in Europa gesagt, endlich wohnen hier in Lützburger. Und der Rest von der Konversation, den erspuren ist. Aber trotzdem, ich fand das Zusammenleben immens bereichernd. Für ein kleines Beispiel zu geben, und teilweise ist schon so eine kleine professionelle Deformation, an dem sich immer probiere, ganz komplexe Themen, wie zum Beispiel das interkulturelle Zusammenleben, mit ganz einfachen, alltäglichen Beispielen zu weisen. Letzten Samstag sind ich ganz spontan auf einen Babyshower invitiert worden von meinen indischen Nachbarn. Wir sitzen an ihrem Garten, es gibt Bollywood-Musik, Chicken Tikka Masala mit Fritten, Spieler aus allen Ländern. Gäste kommen aus Mexiko, Kroatien, Spanien und es wird kein einziger nur gefragt, von wo bist du oder was müsst ihr heute echter, wen bist du? Das ist wirklich gegangen um den Mensch und nicht um seine Herkunft. Es geht also nicht Kategorien, mehr Verbindungen. Es geht nicht die Etikette, mehr Gemeinsamkeiten. Und es geht darum, einfach etwas zu teilen, etwas zu feiern. Und das ist ja genau das für mich die schönste Form von Gemeinschaft und von Gesellschaft. Meine Nachbarn haben uns auch mitgeteilt, wie froh sie sind, heute in Lützburg zu leben. Nicht, weil alles immer einfach ist, sondern weil sie heute Gefühl haben, nicht Ausländer zu sein. Weil heute die Vereine ein bisschen anders ist. Und das möchte auch aus. Sie schätzen Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität, aber vor allem die ideologische Freiheit. Wie heute kann die wirklich sein, wie hin ist und wie will sein. Und das ist auch mein Gedanke für diesen pränationalen Feiertag. Wir leben an einem freien Land, an einem sicheren Land und an einem Land, das
bei seiner bescheidener Größe viel mehr Großherzer hat, wie ein Heinz du meint. Und das ist eine Chance, wie ein ganz groß, die wir auch schützen sollen und heute eben auch mal feiern können. Darauf gebe ich das Wort an den Mohamed hin und ich bin ganz gespannt, was er uns erzählen wird. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Mohamed, ich bin 18 Jahre alt und ich würde euch heute gerne über meine Geschichte erzählen. Ich bin mit fast 8 Jahren nach Luxemburg gekommen und lebe schon mehr oder weniger seit 10 Jahren hier. Ich erzähle euch jetzt über meine kleine Geschichte. Eine Geschichte, die von Neuanfang und Zusammenleben geprägt ist. Es fing alles im Jahr 2015 an, als ich mit meiner Familie gemeinsam nach Luxemburg gezogen bin, weil mein Vater ein neues Jobangebot bekommen hat. Wir mussten unser Heimatland verlassen, mein Heimatland Bosnien. Ein Land, in dem ich aufgewachsen bin, viele Freunde habe und zur Schule ging und wo alles anvertraut war. Die Ankunft in Luxemburg war ehrlich gesagt für mich sehr schwierig. Ich kannte die Kultur nicht, ich kannte die Sprache nicht und das Schwierigste für mich war, neue Freunde zu finden und mich in das neue Schulsystem einzufügen. Ich fühlte mich oft wie ein Fremder im Land. Die ersten 4 Jahre lebten wir in Bonnewig, ein sehr lebendiger Viertel in der Stadt Luxemburg. Ich war sehr beeindruckt von der Vielfalt der Menschen, aber ich fühlte mich auch sehr unwohl in der großen Stadt. Es war immer sehr viel los. Jedoch 2019, als wir nach Schifflange umgezogen sind, Schifflange war für mich eine Stadt, eine sehr ruhige Stadt, fast familiär. Ich konnte mit dem Tempo und der Zeit viel besser mich zurechtfinden. Ich fand das Tempo und die Nähe zu der Natur, die friedliche Nachbarschaft, ich fühlte mich direkt verbunden. Ich fühlte mich endlich, als wäre ich angekommen. Luxemburg ist und ich sehe sie als meine zweite Heimat. Ein besonderer Tag im Jahr ist der nationale Feiertag, an dem mir das Ganze jedes Mal bewusst wird, dass Luxemburg wirklich ein sehr besonderes Land für mich ist und ich es meine Heimat nennen kann. Für viele ist es einfach ein ganz normaler Feiertag und ein freier Tag, wo sie nicht arbeiten mussten und ein Fest ohne Besonderheit. Für mich ist jedoch der nationale Feiertag ein sehr besonderer Tag, weil ich an diesem Tag sehr nachdenke und ich sehe, wie weit ich gekommen bin. Ich sehe das Feuerwerk, die fröhlichen Menschen, die mit der Musik feiern und das Feuerwerk. Ich fühle mich direkt, als würde ich dazugehören. Der nationale Feiertag bedeutet für mich Stolz, Dankbarkeit und Zusammenleben. Es ist ein Tag, der zeigt, wie viele unterschiedliche Menschen gemeinsam auf einem gemeinsamen Punkt zusammenleben und gemeinsam feiern können. Und das bringt mich zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich die kulturelle Vielfalt in Luxemburg. Alleine schon in meiner Klasse oder in unserer Nachbarschaft entdeckt man viele Menschen mit unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Kulturen und aus ganz verschiedenen Ländern. Früher würde man noch von Integration sprechen, aber ich finde es schön, dass man heute von interkulturellem Zusammenleben sprechen kann, in dem es gar nicht mehr darum geht, dass Menschen sich anpassen sollen, sondern dass man sich gegenseitig respektieren soll und gemeinsam eine Gesellschaft bilden soll, in der jeder einen Platz für sich finden kann. Ich bin sehr stolz, dass ich in Luxemburg leben kann und ich bin sehr dankbar für diese ganzen Möglichkeiten, die mir das Land Luxemburg
ermöglicht hat. Vielen Dank für eure Zuhören. Either something else you're searching for. I'm falling in all the times I find myself longing for change, and now the times I fear myself. Tell me something, boy. I try to feel the war. After you're in more, and how can feel so hard. I'm falling in all the times I find myself looking for change. In every times I hear myself, I'm missing what should I tell me? I know they're wrong. Rush to the surface, whether it holds on, I'm only shallow now. In the shallow, in the shallow, we are only shallow now. We far from the shallow now. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Elin und beim Mohammed. Auf verhalle für allem E-Satz, den du gesagt hast, Mohammed. Und zwar, früher wurde von Integration geschwärzt und heutzutage schwärzt den von interkulturellem Zusammenleben. Die Kulturen ergreifen also nicht die Überhand obeinander, aber die verschiedenen Kulturen leben vielmehr miteinander. Eng also zu der de Joey Hoffmann und auch die Liedrös mir wohl zustimmen. Ich invitiere Liz, Lee und nur de Joey auf Remisch ihr Schnutzlauschtrin, genau wie dem Duo Nova, die das Reden von unseren Intervenanten Mutter Europa hin werden aufschließen. Herr Bürgermeister, liebe Member vom Schaffen und Gemeinderat,
Die Vertreter von den Vereinen, alle Member von den beruhenden Kommissionen und natürlich auch die Gäste, die auch noch dabei sind. Wie sind ich überhaupt? Und meine Nummer ist die, ja, das ist chinesische Nummer, nee, ich bin kein chinesischer, bei mir in der Familie. Ich bin 24 Jahre und ich arbeite als Edukatrice. Ich bin seit Kant hier an unserer Schöffinger Gemeinde und ich habe meine ganze Schulzeit hier verbracht. Ich war an einem Sportverein, wo ich auch schon mit der Kultur in Kontakt gekommen bin. Meine Eltern haben mich auf alle Fest und auf alle Aktivitäten zu Schöffling mitgeholt. Mittlerweile wird das geändert. Weil mittlerweile habe ich mich politisch engagiert, als ich nicht auch mit einer Partei NRW. Was ist Schöffling überhaupt für mich? Schöffling ist wie eine Farbkette für mich. Das heißt, wobei alle Kultur mit denen verbunden ist. In Zusammenleben von vielen Kulturen, Nationen und Regionen, also auch wie eine Farbkette. Natürlich muss ich meine Farbkette nicht tun. Es ist einfach eine lebende Gesellschaft. Es ist stolz auf meine Gemeinde, dass regelmäßig Events, Aktivitäten, Festivals, Nobelfeste und so weiter hier an der Gemeinde organisieren. Darin habe ich mir 2 Events herausgesucht. Und zwar ist das Jahr als ein nationaler Feiertag, wo ja gleich geht, und eben auch als Kulturfest. Natürlich wird schon jeder gefroren, für was dann nicht 2, weil ich da ja so viel abgezählt habe. Aber ich fand persönlich, dass du einfach die meisten Kulturen bei ihnen passen, aber bei ihnen kommen. Meine persönliche Sicht, ob das interkulturell Zusammenleben, ob national Feiertag ist, dass alle Mitbürger heute zu Schöffling und natürlich auch an anderen Gemeinden, wo hier hinkommen, durch die Herkunft vertreten sind. Und jeder ist einfach bei uns willkommen, was ich super fand. Viele kulturelle Musikgruppen, Vereine und Folklortruppen aus der ganzen Welt hier bei uns zu Schöffling kommen, dass wir als nationalen Feiertag können mit denen feiern und einfach eine richtig schöne Ambiance all Tag mit erleben, von mir fest haben. Das Feierlichkeiten spiegelt eine gewisse Offenheit und eine Multikulturalität, wo als Lützeburger Bewohner, wie natürlich auch als ausländische Mitbürger eine Einheit sind. Neben nationalen Feiertag habe ich auch viel nach in einem Fest, an ein anderes Event genannt, und zwar als Kulturfest. Für mich ist am Dorf wirklich die optimale Platz, für sich mit denen zu treffen. Es ist interessant zu sehen, was wie alle Kultur hier dann präsentiert. Durch ihre Gastronomie, Kunst, Musik und Tanz geht das ganz zu einer lebenden Atmosphäre. So, da sind ich auch Ende gekommen, aber ich will aber noch etwas Kleines zu erzählen. Und zwar mit den Leben, Spielen, Wohnen und Schaffen, das Gedeck als Eisziel zu Schöffling. Und damit wünsche ich erst einfach als Adogur ein ganz schöner nationaler Feiertag. Es soll nicht merci für den Notstand. Aber ich gehe dem Joey dann auch wieder Wort. Ich Matbiergerinnen und Matbierger. Für allererst so ich mal der Gemeinde Schöffling merci für die Gelegenheit, pure Gedanken mit euch zu teilen. Nicht als Vertreter an einer Funktion, sondern als Mensch, den heute Schöffling abgewesen ist. An einen Teil von seiner Geschichte mit euch will teilen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Joey. Ich bin zuerst geboren, heute zu Schöffling an der Wingertschule gegangen. Und ich war seit kleinem Mund überzeugt, ich will gerne Architekt. Bis ich mit 17 Jahren als Dash gemacht habe und gemerkt habe, es nicht läuft zur Architektur, aber der Ingenieurwesen wird mich wirklich interessiert. Also gehe ich zum Lycée auf Zürich auf die Uni und mit einem kleinen Umweg über Singapur. Das war auch die echt lange und noch Erfahrung allein, an der ich an die anderen Halschen von meinen kulturellen Wurzeln konnte antauchen, wenn mein Papa nämlich aus Malaysia.
Et war die echt Käier, wo ich da wirklich gespürt hun, das eingesagt zu wissen, wo ihr kennt, das aber ein ganz anderer Sache wirklich zu erleben. Zwischen dem Bachelor und dem Master habe ich mich dezidiert, dass ich ein Käier an meiner persönlichen Reise gefühlt. Nicht mehr über Plan von Brecken denken, mehr über Plan von Strukturen, die Leute zusammenbringen. Also habe ich an meiner ganzen Naivität die Familienfirma Monjardin überholt, eine Firma, die schaut seit bald 5 Jahren feiern. Diese Entscheidung ist ein Teil von meinem Weg. Aber sie definiert mich nicht als Mensch. Sie sieht vielleicht aus, was ich mache, aber nicht unbedingt, wie ich es mache. Und genau da fängt für mich die Definition vom interkulturellen Zusammenleben an. Für mich ist interkulturell Zusammenleben kein System, kein fest mit Handeln, mehr ein Gräß. Ein Gräß, die für allem Bonnen dran aufhängt. Ein Gräß zu sich selber. Ich muss mich als ich selber kennenlernen, akzeptieren und respektieren. Ich kann open auf andere zugehen. Es geht nicht darum, für immer d'accord zu sein mit Schiederengen. Es geht darum, andere Gewöhnliche nicht direkt zu jugieren, mit Versichern zu verstehen. Das geht just von den Schwerten hun, die ich auch applizieren, die mich gedeieren. Wichtig ist es, keine Rolle zu spielen, die ich meine, dass die Gesellschaft von mir verlangt. Interkulturell zusammenleben heißt, nicht gerne müssen sein wie ich, aber ich verstehe und respektiere, wie sie sind, und vice versa. Ich vergleiche das Reich gerne mit einem Biersch. Viele schwätzen immer nur über Ziel, die 3 Minuten im Sommer. Mit die wirklich schönen Momente, die geschehen in NRW. Menschen, die in NRW begehen, die Bierschpanorama, denen nicht mehr gesagt, wenn die Milieus möchte und dann nicht möchte. Und auch die Stänge, über die ihr fällt, sie bringen einem oft mehr bei, wie alle Theorie das Kind machen. Dafür gesehen ich interkulturell zusammenleben, wie gesagt, wie eine Bierschbesteigung. Nicht jeder fängt gleich an, nicht jeder will auf dieselbe Summe, und auch das ist okay. Wichtig ist just, wir helfen uns gegenseitig, wir werden, wir lauschen, und heinz du richtig wie eine Hand, für das ein anderer Material kann. Am Kader vom Nationalen Feiertag ist genau das die Chance. Es geht nicht just um das Handeln, es geht nicht just um das Handeln und Friedefeier, es geht darum, uns daheim zu teilen, uns zwei wir leben, zu weisen, mit denen, die das vielleicht noch nicht so gut kennen. Wie wäre es, wenn wir bewusst danach machen, eine Hand ausstrecken und auch die Leute evitieren, die noch nicht so daheim sind. Nicht als Pflicht, wir wollen wir das leben, was uns verbindet. Nicht Grenzen auf der Karte, mit Werte, die wir leben. Ich wünsche uns auch, dass wir als Ries nicht nur gesehen für uns selber besser zu verstehen. Wir eine Welt mit zu gestalten, an der jeder seinen Platz findet. Wie ihr Gart, voller verschiedene Blumen, all einzeln bringt eigene Farben, Formen und Fragilität mit. Und gerade durch diese Diversität entsteht eine Harmonie, die keine einzige Blume lang kann schaffen. Vielmals merci für die Nullstunde. Eng hypermodern Version vun der Europahymn
an der Hoffnung, dass Europa sich genauso modernisiert an den nächsten Jahren. Auf ihrem Schlusswort von unserem Bürgermeister, ob seine letzte Feierlichkeit vom Nationalfeiertag, überginnischt wird dem ersten Schaffen Carlo Feuereisen. Bon, Herr Bürgermeister, Herr Ehrenbürgermeister, liebe Deputierten, Marc Spaut, liebe Chefin Riso, liebe Kollegen aus dem Gemeinderat, liebe alle Guten. Als letzte Redner von heute Abend kann ich natürlich ganz einfach machen. Ich meine, das ist alles schon gesagt. Ich muss aber darauf hinweisen, dass die Reden, die auf heute Abend gehalten sind, vom Polon bis zu mehr, wirklich ganz impressionant Gedanken sind von all den vier Rednern, die wir heute Abend hören. Und wir sollten gut nachgelauscht tun, was die Jungen als wollte so und was sie gesagt tun, wie sie Land gesehen, wie sie zu Nationalfeiertag stehen, wie sie stehen zum Vivre Ensemble. Ich meine, das wird ganz viel Fried gemacht, den Leuten noch zu lauschen. Wir schwätzen aber auch, und das wird heute Abend als okay gesagt, von einem Thronwechsel an unserem Land. Ein Moment, den ganz besonders ist. Wir aber auch, und ich meine, da wir da verraten, okay Geheimnis, können Teil zu Schöffling zu einem Wechsel unterstützt von unserer Gemeinde. Den 11. Juli, der letzte Gemeinderat für den Sommer, wird unser aktueller Bürgermeister seine Demission erreichen. Und es liegt dann an der Hand vom Gemeinderat, einen neuen Bürgermeister zu nominieren. Gucken wir mal, wen sich da wohl Beruf soll fehlen für das noble Aufgabe. Und noch vom Grand Duc chargiert wird, Geschenke von unserer mengenisch ganz interessanter Gemeng die nächsten Jahre heute zu leiden. Ich erlaube mir aber heute am Namen vom Gemeinderat liebe Paul Purwieder und dich zu richten. Der Paul verlässt Schöfflinger Bühne, ob manchmal kommunalpolitisch gesehen, aber endlich du mal ein Kapitel, das durch Engagement, Weitblick am menschlich nächste lebt geprägt war. Ich hatte selber zweimal Gelegenheit, mit Team als Chefin zusammen zu schaffen. An dieser Zeit habe ich den Paul als Mensch kennengelernt, den immer die Wohl für seine Mitbürger und Mitbürgerinnen wichtig war. Als Mensch mit klaren Prinzipien, einem offenen Know an den unermittellichen Ersatz für unsere Gesellschaft. Seine Amtszeit war aber geprägt, mengenisch von schwierigen Zeiten. Erstens hat ihn die ersten 6 Jahre eine starke Opposition gegenüber sitzen. Aber wer weiß, vielleicht nicht mehr auf der offiziellen Oppositionszeit. Corona-Pandemie hat es sicherlich nicht mehr einfach gemacht. Ganz Welt kann heroisch behaupten, stehen bleiben. Und trotzdem hat das Leben auf der Gemeinde weitergehen. Und auch da war der Paul als Bürgermeister viel gefordert. Eine Zeit, wo wir alle hoffen, nicht mehr müssen mitzuleben. Der Konflikt an der Ukraine hat den Polen, so wie jetzt all, nicht kalt gelassen. Sein soziales Engagement kann kein den Polhai kleinreden. Wer ein Gemeng hat so sehr reagiert, wie mir an den Flüchtlingen die Hand gereicht. Häuser sie gekauft gehen, abgestaltet gehen, für Leute an Not zu helfen. Wer ein Gemeng hat zusammen mit seinem Personal auf der Gemengeplatz Kuchen verkauft und gegrillt zum Malaise für die Ukraine. Erwistung immer durch seinen Mann zu stellen, ja, das war der Paul. Lieber Paul, es war die letzten Jahre nicht immer einfach. Mit du hast es immer mit Herz und Seele geschafft für die Wohl von unserer Gesellschaft allgemein. Mit dir zusammen zu schaffen, hat alltag Fried gemacht. Du hast zwar manchmal uns überrascht, mit deiner Laune, mit deiner Euphorie, aber das möchte eben noch heute noch immer so spannend. Die Dieren waren aber immer ob für jeden, den etwas im Herz hat, den etwas zu sagen hat. Dein Teamgeist,
den Treie zur Gemeng, schließe Schwätzemer Hai von einem Mann, den über 21 Jahre Politik heute Schöffling mattgestalt wird. Als die Zusammenarbeit war geprägt von Respekt und Vertrauen. Auf das will ich dir, von mir, aber auch von allen Dingen Kollegen, eine ganz große Merci sagen. Wir wünschen dir, nimm das Beste für das, was könnt. Egal, ob es mehr Ruhe ist, mehr Sport, mehr Zeit für die Familie. Du hast das verdient. Merci, Paul. Ganz zum Schluss. Am Fall, wo ich Geif vom Gemengerot nominiert ging als neue Burgermeister, gebe ich am meisten Gemengerot nur der Sommerpause der Gemengerot frohen, dir den Ehre Burgermeister-Titel zukommen zu lassen. Merci für die Nullausstellung. Eigentlich war net 4 gesinn, wann du gesot gin hast. De Carlo de pu Geheimnisse von mir verroden net mat allem rechten mat de meeschten. Wat net gesot huet, dat sinn dat heinst du még Laune no miss na droen, da scheinst du muffech vorher. Heinst du ganz schwer méi. Ich hatte mal Leute an der Rëmmer, die dat noch mat gemet. Ich hun ha grosse Merci ausgesperrt kriet. Schon dir noch gerne nun. Ich will aber so. Ich kein Stunde gemüsst, die ich op der Gemeinde verbrücht hun, weil ich weiß, dass ich eng frei hat. Die immer zu ménger Seite stu. Aber für so ich ganz große Merci dem Gärtner. Ich muss wirklich ein bisschen improvisieren. Ich spiele ja Musik, da kann ich das dann noch. Beim Sagen improvisieren Joch Del Carlo. Nee. Ja, da läuft nicht dann heim. Effektiv werde ich die Missionären und effektiv werde ich dafür sorgen, dass das den 11. Juli nicht schief geht. Das sind an der Sitzung und dann können neue Burgermeister und ich weiß, dass da durch ein Mann ist, den mit viel Herzblut und noch mit viel Engagement man denkt andere Laune, man der andere Grenz, die Gemeinde fährt feiern und das ganz gut. Ich wünsche einfach, wir sehen nicht gerade so weit, ich wünsche auch schon all Gutes für das. Das ist nicht immer einfach. Bei früheren Burgermeisterkollegen, der Roller Schreiner, hat mir immer gesagt, weißt du, wenn alles gut lief, dann brauchst du dich nicht an die Streit zu stellen, weil du hast keinen Platz. Wenn alles schlecht lief, dann stehst du einfach länger an der ersten Reihe und die anderen sagst du nicht. Carlo, das wirst du auch erleben. Weil der Burgermeister op dem sei Fanger, also du kann ihm am Fanger ganz sicher op die weisen. Mir das egal, das Schicksal von engem Burgermeister ich will so schon ganz viel Schemomente erlebt auch ganz schwierig Momente auch am persönlichen Umgang mat Leid ja op Festivitäten immer dat flott an noch anderen Evenementen als dat dann nicht immer geschehen. Das ist der Burgermeister sei Schicksal und ich muss auch so der Burgermeister braucht Leute rundherum hin, die dat noch mat liewen bereicheren an noch mat Kompetenz an noch mat Fähigkeiten noch werden unterstützen. Dat sind Kollegen aus dem Chef der Gemeinde, dat sind alle Bürger als Servicer, dat sind alle Bürger als Leute, die debausen darüber schaffen. Das so immer Gemeng lebt net durch den Burgermeister, der lebt net vom Burgermeister. Gemenge lebt durch die Leute, die heute Schöffling wohnen, die heute Schöffling schaffen, und Gemenge lieft für allem durch als Servicer, ob da ist Femme de Charge sind, ob da ist Concierge sind, ob da ist Agent municipal sind, ob da ist Leute an den Servicer sind. Das mengendig gebührt auch heute Novent einen ganz großen Applaus für alle Bürger, die Leute.
Schon nach vieles Stunden ich werde alles nicht mehr so, weil ich will einfach nicht so lange beanspruchen, für dass man das doch zu genießen, dass nämlich der Part, dass man den noch mal können verdrohen. Ja, an de Merci von heute Abend will ich aber alle Guren die Redner abschließen. Die Lin Bläser, der Mohamed Kollermann, die Tröser, noch den Joey Hoffmann, der Carlo hat gesucht. Das waren interessante Reflexionen, das waren Reflexionen aus dem Herz, das waren Reflexionen von Leuten, die als Schöffling wohnen, die ihn auf der Straße begegnet, die ihn am Restaurant begegnet, mit denen er schwätzt. Und dann ist er froh, dass er sie kennt, aber den Herr hat für ihn Gedankengang handelt ihrem Lebensweg aus, dann ist das nicht mehr flott und ich will ich wirklich felicitieren für das, was da gesucht wird. Auch der Kollege Anarchiviste von der Gemeinde, den Daniel Jordan, oder ihm egen Äderweis, mit Humor, mit Ironie, ein bisschen beschrieben, ja, wie man uns dann im Nationalfeiertag soll bewegen. Und das hat mir auch immens gut gefallen. All die Lebensgeschichten, die heute gesucht gesehen, die sind natürlich ganz flott gewirrscht. Merci will ich auch als Moderatrice, dem Kani Turi, so übrigens kann ich also auch ein eigentliche Schöfflinger Mädchen, weil ich an einem Sportverein für Schöffling am CR Schöffling aktiv vor einem europäischen Kompetitionsniveau. Hast du eine Medaille gekriegt? Championat gefunden. Ah, voilà. Dafür klappt man dann für den Ofen auf das Championat. Die dürft ruhig klappt. Merci gebe ich aber auch gern ja, also, die Nova ist Leute so. Nova. Das kommt von woher Nova? Ah, okay. Innovation, okay, ist eine Abkürzung von Innovation. Okay, okay. Sie sprechen Deutsch, auch Englisch, aber mein Englisch ist ja nicht so gut. Also, das ist so im Englisch in Deutsch machen. Also die Musik hat uns sehr gut gefallen. Ich denke, ein Applaus würde Ihnen das mal gut tun. Ja. Es gibt in Luxemburg kleine Instrumente und ich weiß nicht, ob Sie das irgendwann mal gebrauchen können, aber wir wollen Ihnen das einfach so schenken. Sie können hineinschauen und vielleicht uns dann auch ja, nochmal die Europahymne auf diesem Instrument spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da rufen wir also die Redner vom Abend hin an die Schäferrot, respektive Männer, die müssen dann an die Arena kommen. Ja, der holt nur 4 Kadoen und der verdeelt die 4 Kadoen und die Leute. Da rufen wir einfach Telin Bläser ab, der an der Feldstraße wohnt. Mohamed Kollermann. Der Mohamed ist mein Opa. Ich habe von der guten Operschaft geschwärzt. Ich habe gesagt, dass er so mal Burgermeister, wenn du gut Verhältnis, dann nicht Litrös. Da sind viele Naveas. Und natürlich den Joey Hoffmann. Last but not least gebe ich aber auch gerne unserem Daniel einen kleinen Just Überraschung dazu übrigens. Also das ist ein Geschenk mit Produit du Terroir, also mit Produkten aus Lützeburg, was alles dran ist. Also ein bisschen halt verstoppt, aber ist was, das ist bestimmt gut. So. Aufschließend wollte ich noch alle Leute merci sagen, die ich noch nicht erwähnt habe, die nicht dabei sind, die dabei sind, ob das Leute sind, von der Promotion, ob das Leute sind aus dem Zivilschutz, aus Police. Also es steht ein ganz großes Licht für Leute, die verzeiht mal, dass ich die nicht alle Guren abzählen. Wir haben aber eine neue Aktion, weil das kann ich auf den Verein auch gerne mitteilen. Auf Initiative von Carlo haben wir festgehalten am Schäferrot, dass wir auch eine Journée du Bénévolat werden organisieren, wie es genau auflebt, wo sind wir umgegangen, das zu überleben. Wir wollen aber
auch herausstreichen, dass es Leute, die ja Vereine extra Aktivitäten machen und dafür auch extra sollen ausgezeichnet gehen. Ich nenne zwei Namen, da den das ein Mann, den hat über 50 Jahre an der Croix Rouge geschafft, der war auch lange Jahre Präsident vom Office Sozial, ein Mann, den an der Gesellschaft von Lützeburg von Schöffling ganz aktiv war, den Herr Jean Pirsch, so kennt man feststellen zu ehren. Dann haben wir bei der Natur und Umwelt einen jungen Mensch, der noch ein ganz wertvoll erbecht möchte, den du für sorgst, dass wir wissen, okay, wie eng volle migrieren, dann du innen an diese schöne Brille fühlen sich du wohl, also das den Zieler von den Villager, die halt zu Schöffling daheim sind, der Mark Schmidt, so leid an anderer Dekrete, der hat abgedeelt, wem heißt das, vierstellen, wir wollen die speziellen Ofen, dann so einem Carlo, merci für die Idee, die du hat, für die zu lancieren. Lo will ich einfach just sagen, dass ich froh bin, an das mein Eier als Bürgermeister von einer Gemeinde zu sehen, wo die Konvivialität stimmt, wo die Leute mit denen auch wirklich eins gehen. Und ich habe mir selbst abgeschrieben, ist die Frau, der zu haben, Bürgermeister von der konvivialsten Gemeinde zu Lützeburg zu sein. Voilà, der Nationalfeiertag, wie gesagt, das auch ein Deal für Merci zu sagen. Der Nationalfeiertag, also war, wie auch gesagt, das nicht nur ein einfacher Feiertag. Es soll sich auch besonders gehen, an nur durchgehen, an Hannah Frot gehen. Ich wünsche dir an meinem persönlichen Nummer noch am Nummer von allen Leuten, die hier stehen, der Gemengen an Schäferrot, schönen Nationalfeiertag, viel flott, schöne Momente mit den Menschen, die ich wichtig sind, die ich an das Herz geschlossen habe. Ich alle Gute wünsche mir auch natürlich schön Schöfflinger Fest und ich will dann aufschließen, wie der Grand Duc, wie die großherzogliche Familie, wie Lützeburg, wie Schöffling. Ich gebe euch schon wieder aufzustehen, da gibt man zusammen mit Nationalhymn sagen, die muss man alle Göre sagen, weil da haben wir keine direkt musikalische Begleitung. Wo du zerstörst diesen Zeit, durch diesen Zauber bricht, wo dir Flaschmusen auf der schlechten Himmel ein uns möcht, da sonst dann dir da mir geht, Heiligen alles tun, und ewig Land, da mir so recht an unseren Herzen tun. Und ewig Land, da mir so recht an unseren Herzen tun. Wo du übernimm den Arm durch Weltnationen Weg, belieb und Kürze ruhiger Land und Frieme Jahr allein. Du bist unser Lands Kammerschutz, der freie Yogi, los dir blinken Freiheit so, der wir